Wir wollen von das morgens an Gott sein Wort entdecken. Und ich glaube, das ist das beste Wort, wo wir können vernehmen und lernen. Wir weten in der Welt, da sind verschiedene Wege, verschiedene Dinge, was vielleicht gut sind, von zu lernen, aber nicht wirklich wichtig ist, unternehmen, was nicht inspiriert ist von den Heiligen Geist. In Gott sein Wort, in Römer 15, Vers 4, schreibt das, was hier in den Bullen da kann, sagt, was immer vorher geschrieben wir geschrieben, dass wir lernen sollen. Und wir dort haben lernen, das ist wichtig zu lernen, dass wir dort annehmen, was das Heilige Wort geschrieben hat. Und wir haben da viele Geschichten und Testimonies von Menschen, die Gott hat brauchen. Und wo die gebraucht haben, habe ich einmal gedacht, und wenn einer lesen wird von verschiedenen Männer aus der Bibel, das hört sich immer so, die haben das wirklich alle taub gehabt. Als wenn Gott die alle wegen gelehrt hat in ihr Leben, wo immer und was immer die deuten. Ich habe in der Zeit immer gesagt, dass so eines wirklich viel heiliger ist, als einer ist, und dass von den anderen Menschen wären, als einer von der und da ist. Aber wirklich, dass wir kleine Menschen, als du und ich sind, die hatten Probleme, Troubles in ihr Leben, gegen die schwere Tiden, kriegst du es wie von der und da tun. Aber Gott leidt in 4 Tagen, auf verschiedene Wege, und er kann uns auch leiden in 4. Kriegst du es, die zu der Zeit hat. Und das sind viele Männer, wo wir von lernen können. Ich dachte besonders an Moses, wenn horchen hat, von was er alles durchgegangen ist, wo er hat die Israeliten, Dutzende Israeliten durch die Israel-Wüste gelehrt, und was er alles ist durchgegangen. Und er weiß gleich alles, was er ist durchgegangen, aber viel ist er beschrieben, und er kam auch bei da in Tiden, wo er mutlos war, und dann war er in mit den Menschen, mit der großen Gruppe Menschen. Weil es in 4. Mose 11, Vers 10 sagt, dass als Moses dort Volk hielen hielt, alle Families ver selten, in dem Herrn sein Euer sei abbrennt, dann wird Moses auch verdrießlich. Hier die Israeliten vielleicht Tag für Tag jammerieren und grunzen über die Dinge, was sie haben, wo sie wären, was sie mussten durchgehen. Und antwortet auch in der Abend. Er kann bitte, wo er auch verdrießlich wird. Das ist wie ein Symbol von der und Tag sind. Das sind Tiden in uns Leben, was uns verdrießlich merken wird, wenn wir das loten. Und so ging er durch verschiedene Probleme und Tiden, durch die vielen Jahre, was die Israeliten durch die Wüste leiden hat. Und das ist ein von den Menschen, und auch wenn da kann ich David von lesen, das wird für mich immer ein Mann, das wird ein höherer Mann, und was Gott viel regnen hat, aber er ging auch durch viel Trouble. Er wird in der Lebensgefahr eine Zeit, von einer langen Zeit, als er als König gesalbt wird als ein König, wie sein Schwiegervater King Saul, wird er am Hingeran und will sein Leben nehmen. Also er muss ran für sein Leben, für eine lange Zeit lang. Und dann lässt er einen von seinen Töchtern, wie genommen worden von einem Bruder mit Gewalt. Und einer kann sich dort nicht vorstellen, was durch so ein Vater aus dem Hort, der seine Gedanken gewohnt sind, wenn er das muss tau sein, was da angeht in seine Familie. Und dann lässt er nur hernach, dann muss er sogar wegrennen von seinen Eden sehen. Wird er in der Gefahr mit seinem Leben, von seinen Eden sehen. Also er ging durch viel Triebsal und Troubles. Und dass wir Menschen kriegst, das soll ja als ich und du. Elia, wenn von dieser Geschichte lesen wird, was der durchging, Gott hat sich so stark bewiesen in seinem Leben, oftmals. Und auf einmal kam er da, wo er auch Angst wird, und er fängt an. Jezebel, die keine Jende, will am Tod mehr, und er hat gesagt, er will sein Leben nehmen. Und das wird ein kleines Lothar, als Gott sich so stark bewiesen hat in seinem Leben. Wer Gott wird, dass er sich am Arm verloren. Wenn er in Trouble kam, dass er bloß Gott anrufen, und dann wird Gott am dich bei. Aber nun, zu dieser Zeit, als das Jezebel, als er sein Leben nehmen will, wird er Angst. Fragst du es wie? Wir sind die Tiden, wo wir Angst haben. Wir wollen Angst.
En zo rand war ich in de boy nan, van een tijd lang. In de eerste kleine jaar 19 vers 4 sagt dat hij, dit is genoeg, haar. Hij had genoeg. Dit is genoeg. Dan vraagt hij sogar, sagt er, nimm mijn odem van mij. Also an wir das Leben in Ohren. Er sagt, nimm den Odem von mir, dass ich kann sterben. Er will nicht wieder leben, an wir das in Ohren. Mit der Triebsal, was er hat. Und von dieser Mann kann wir von Lieren. Und was wir davon lernen können, ich glaube, das ist ab zu uns, was wir wollen lernen davon. Wo die uitholen deiden durch ihre schwere Tiden, und sie kommen mit eng, wo Gott entladen deed und führen deed. So haben wir so viele Testimonies in der Bibel, wo wir von lernen können. Wir lesen deiden von Römer 15, Vers 4. Alles, was der Herr geschrieben ist, das ist für uns von zu lernen. In 1. Timotheus 3, Vers 16 auch, das ist ein bekannter Vers, wo wir von hier und uns sagt, alle Schrift von Gott gegeben, es wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns treu zu wiesen und uns zu unterrichten, wohlreich zu leben. Also Gott sein Wort, das heilige Wort, das ist uns gegeben worden, um uns auszubessern und uns treu zu wiesen und uns leben. Und ich habe mich von der Samaris gewählt, mit auch von einer Person zu reden, die ich habe anfangen, viel zu rechnen, viel Wert zu achten. Wir haben jetzt das Bruder Jan Bowman nochmal mitteilen, dass von einem gewissen Buch reden und sagen, das ist mein favorite book. Das ist mein favorite Buch. Und ich habe in der letzten Zeit, besonders die Apostelgeschichte, lehrt viel rechnen. Das ist ein sehr wertvolles Buch. Das ist sehr viel bei ihnen geschrieben. Und ich will mit reden von Apostelgeschichte Kapitel 8. Und vielleicht so mehr durch das Kapitel was Versen nehmen. Das hält sich von einem gewissen Mann, Philippus. Philippus wird ein von den 7 Diakonen, ein von den ersten Diakonen, die in der Anfangskirche mal gewählt werden als Diakon, Halper in der Kirche. Die Kirche der Wasser, die Menschen nahmen Tau. Und das war sehr Druck für die Apostel allein, das zu eben sein, war zu Druck. Und die waren sich einig, bleiben das vergaut, dass sie würden, was Helfer auswählen, was der Fall in Heiligen Jesus würden sein, und würden dann für die zu bedeuten, was der Help fehlen deuten, dass die Apostel können bei der Lehre bleiben und beim Gebet bleiben, dass der Fokus kann da sein. Und ein von diesen Männern wird Philippus. Du hast nicht sehr viel geschrieben von der anderen Diakonbüter von Philippus ist noch viel geschrieben. In den seine Geschichte, die wir uns von der mit verhauen. Das wird von Stephanus auch so gewesen geschrieben, er wird gesteinigt für seinen Glauben. Und da wird eine große Verfolgung in der Gemeinde der Zeit, was der stattfindet. Einer fragt sich dann einmal, wenn einer Stephanus seine Geschichte besonders auch hören hat oder lesen hat, dann denkt einer vielleicht, warum muss das sein, dass er ist ein Diakon geworden, und das hört sich so, er ist nicht mal so sehr lange am Dienst gewesen, dann hat er am Leben genommen. Warum? Warum muss das dort passieren? Aber ich glaube, Gott hat einen Plan für das alles. Gott will haben, dass sein Wort soll verspreit werden über die ganze Welt, das er gesagt hat zu den Jüngern am Anfang. Und nu gibt es eine große Verfolgung, dadurch, dass Saul, zu der Zeit wird noch nicht Paul, dann sie nun wie nach Saul, wieder eine große Verfolgung in der Gemeinde, dass die glaubenden Menschen alle verstreut werden, weit und breit. Dann sagt der Bruder, der Apostel, die bleiben in Jerusalem. Aber die anderen, die werden weit und breit verstreut. Und Saul, der ging von Haus zu Haus, sagt das, und schlapp Männer und Frühes in Gefängnis für ihr Glauben. Also, die ging eine schwere Zeit, was sie durchgehen deuten zu der Zeit. Und was deuten die Glauben daran? Einer wird vielleicht glauben, wenn einer so verfolgt wird und in seinem Lebensgefühl nicht geraten deut, dass
Stephanus auch mit sein Leben geben, das waren die alle an. Einer würde vielleicht so denken, dann hier vertragen ihn dann abhören damit. Das viele Menschen tun. Da sagen sich los von der Glauben, wenn es von der großen Verfallung sind. Aber das sagt in Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die verstrahlt worden, gingen alle Wegen und predigten das Wort. Sie predigten das Wort. Sie geben nicht ab, mit was sie glauben. Zurzeit gibt es viele Evangelisten. Wofür da wirklich sind, rausgegangen und haben das Wort gepredigt, schrift es nicht. Aber da waren eine große Schar Christen zu der Zeit in Jerusalem. In Apostelgeschichte 4, Vers 4 sagt er, aber viel von denen, die das Wort hierden, geleibten, in der Soul von der Manna was, wird das ungefähr 5000 werden. Und das redet was von der Manna. Maar ja, de Frühes. Also, das wird eine große Schar Menschen. Und die wurden verspreit durch die Verfallung in der Gemeinde der Zeit. Und wo die anderen alle sind verstrahlt haben gegangen, das schrift es auch nicht, über das Schrift von Philippus. Sagt, dann kam Philippus noch in eine Stadt in Samaria und predigt an Dorf von Christus. Er hat verlangen, die Samariter das Wort zu predigen, das Evangelium zu bringen. Und er sagt, das Volk wir sich einig und bei der Sache, aus sei Hirden, was Philippus sagt. In der Wunderteken sagen, der er deed. Sagt, wir als eine Gäste fuhren mit einem großen Geschrei uit viel bezetene Rüt. Und viele, die gelähmt und lahm waren, wurden geheilt. Also ich habe uns vorstellen, was hier passiert ist in Samaria. Das ist eine Stadt. Das sagt, und da wir eine große Freude in der Stadt. Hier wie was nicht, hier passiert was nicht, was sie mit hier gehört haben. Was der Mann nicht passiert wird. Dat geeft een grote vrede. Zo'n vrede brengt de jemals dat met een grote tijd zijn. En wanneer een beetje lezen dat en studeren dat van Samariter, van de mensen in Samaria, de Juden en die hadden nichts zu tun einer mit den anderen. Sie können sich nicht verstehen. Sie können sich nicht leiden. Die Juden, die leben in Samariter, das waren alle Menschen. Also die hatten kein Verlangen, mit dem was zu tun zu haben. Aber hier Philippus, der hat ein Verlangen nach Fall gehabt. Die waren von Jerusalem bis Samaria, wenn wir kicken auf der Map, die waren nach jeder andere Stadt, was dazwischen sind. Aber hier wird durch vorbeigegangen, dann bis Samaria gegangen. Dort das Evangelium predigen today, was das fehlen deed. Und die, zoals ik zei, die Juden, die hatten gleich einen sehr großen Verlangen, die konnten gleich sehr gut leiden. Einen Satz als Jesus mit seinen Jüngern am Weg waren in Jerusalem, vor Jesus sein Tod, dann führt Jesus, als sie als zwei Stück wurden vorabgehen, nach Samaria gehen, eine Städte zu merken, zu holen für ein Stützchen, vielleicht danach bleiben oder was immer. Und sie nahmen gleich ab. Als sie durch antworten, dass sie bis von durchgehen, sie wollen gleich bleiben, sie wollen bis durchgehen, bis ein Stützchen bleiben, nahmen sie endlich ab. Und als Jakobus und Johannes das sagen, sehen die zu dem Herrn, soll wir 4 vom Himmel rauf kriegen, dass die das vernichten, dass Elia deed, dass sie das können Evazid bringen. Aber Jesus sagt, hei über Vers 54, Lukas 9, Vers 54, sagt, hei über kickt sich an und beschwächt am und sagt, wollt ihr nicht, von was für ein Jäskis stammen? Willst du Menschen sehen, als nicht gekommen, dass Menschen leben, vernichten, übertragen? Aber dann bleiben sie doch gleich, dann gehen sie bloß wieder. Also die haben verlangen, da wir das abbringen, mit 4 von Himmel rauf, kriegen, dass sie die abbringen wollen. Dass sie eigentlich abnehmen werden da, besonders Jesus. Also so eine Einstellung hatten sie dafür, die Samariter. Aber nu als Philippus hier wir, das wieder Lothar, nu gibt es eine große Freude in der Stadt, in einer von den Städten in Samaria. Hier hören sie nicht das Wort, was sie vielleicht mit hier gehört haben, viel von den Weins.
dat möge eine grote Freiheit. Met hier hadden ze bis falsch gehiert. Arrechtet gehiert. Du hebt een gewisser Mann, wat ente geleerd hat, wird hier tau, und wem sie sich holen deuten, der wird nicht von Gott geschickt, der wird von den Feind. Der braucht den Feind seine Kraft, um die Menschen da lehren. In Apostelgeschichte 8, Vers 9 sagt das, aber da wir ein gewisser Mann, Simon, der in der Stadt vorher Sabarie getrieben hat, hat das samaritische Volk bezaubert und vergejeft, was graute zu sein. Also er probiert zu sein, er wird was grautet, mit einem widerwärtig wird. Und er hat all von vorher, all von lang vorher, was er hat behagt, so zu sein. Und aus dem horchten sie alle. Von kleinsten bis den Gradsten, alle horchten in dessen Mann. Willst du wissen, gleich Peter? Sie haben nicht Peter gelehrt, sie haben das nicht, was sie können, wo sie können gehen, wo sie können Kraft von kriegen. Und weil das all so lange getan hat, hielten sie sich an Arm. Das heißt, sie kickten alle ab nur Arm, weil es an so lang mit seiner Hexerei bezaubert hat. Willst du wissen, nicht Peter? Wie wir noch mal eine Zeit da. Wir wissen noch nicht Peter, wie gläubigen Menschen, wir hielten uns an Menschen gesagt da, und dort, wo Menschen uns unterbeiden haben, willst wir wissen nicht Peter. Und Gott sei Dank, dass er uns der Ehren aufgemerkt hat, dass wir Jesus Christus angenommen haben als persönlicher Heiland. Der hat nun eine Nierkraft. Wir haben eine Nierkraft, was uns als gegeben worden, und dort soll uns auch eine Freiheit geben, nicht wahr? Wenn dort nicht das, dann sind wir im Trouble. Wenn dort nicht uns für eine Freiheit geben, dann müssen wir uns sehen, wo wir stehen. Und so lehrt Philippus hier wieder. Und wir wissen nicht, wie lange Philippus hier was gepredigt hat, wie lange er geblieben ist, das schrift er nicht in der Schrift. Aber jedenfalls, da wir viel, was zum Glauben kam. Und sie haben viel Wundertekens gesehen von Philippus, was er deed, was er alles uitüben deed. Und das sagt in Vers 12, als sie über glaubten, was Philippus an von Gottes Reich und von Jesus Christus seinen Namen predigt, leiten sich viel Männer an frühes Deuten. Deshalb waren sie sich einig. Sie kamen mit dem Glauben, kamen mit dort, wo sie sich deuten wollen, und sie horchten nur Philippus. Und nicht mehr an dessen Simon. Die haben sie eine Nierlehre gehört, was eine große Freiheit bringt. Ich habe hier in Philippus hat das Evangelium hier nicht vergebens gepredigt. Einmal, wenn wir nochmal mit dem Wort mitteilen, dann spitzt das vielleicht einmal so, das ist vergebens. Die Menschen, die kämen sich durch haben, die horchten durch noch. Dann wundert einer einmal, und er fragt sich, erst das wird ja was, das ich dir noch gesagt, das er mitgeteilt. Aber wenn das Gott sein Wort ist, das Wort nicht lade ich zurückkommen, sagt die Schrift. Ich weiß noch von einer Person, ein Freund, der nochmal in der Arbeit kam, wo ich geschaffen habe, erklärt hat, um mir mitgeteilt von dessen, das ist ein Katholik. Und wir vertalen von jährlichen Dingen, und das jetzt scheint mit einem vertalen, und am Jahr auch scheint von jährlichen Dingen reden. Aber einmal dachte ich will dir mal fragen, wo stehen die bei Gott, als er wohl hat Jesus Christus angenommen als sein persönlicher Heiland, als er gerat wir. So ich früher kam. Und sie da, er probiert zu schaffen, sein Leben zu verdienen, sein himmlisches Recht zu verdienen, seine Seligkeit zu verdienen. Er probiert dort. Er schafft damit. Und dann der ich mit einem mitteilen, wo wir brauchten dafür schaffen, dass wir alle betont, Jesus Christus hat uns stets betont für unsere Sünden. Wir brauchten nichts zu tun. Wir brauchten bis annehmen. Und glauben, das annehmen. Und er kickt mit so ran, mit so weich, er könnte sein, dass er nicht ganz einverstanden mit, was ich zu sagen hat. Und dann leidet das dabei, und Lothar, Monaten Lothar, meist jeden Tag, wenn er da Hand kam, und dann kam er und vertalte von geistlichen Dingen, ja, da scheinen davon reden. Nu auf einmal viel weg, mit weg, kam er an, ich will hoch auf dem Fremdenboden, ich will Preisen, kam er an und will mit mir reden. Er hat uns was Gas gebracht, und er braucht ein bisschen Form geschrieben, dann kann er fahren, das kann eins verdauen, was er irgendwie,
Aber noch, hij wil gaan extra het komen schrijven. Nou ja, ik dacht, ik kwam eraf en dat ik den Bären und geschrieben. Dann sagt da war ich der arme Schuttträger gesagt hat, von der Seiligkeit nicht brauchen verdienen, dass wir das bloß brauchen annehmen. Er sagt, er hat von der Samaris in seinen Devotion hat er von dort gehört. Und da hat so Leute am Gerät. Und er sagt, er hat am Trag fahren, so er könnte mit keinem mitteilen, so er hat ein Verlangen, das mitzuteilen. So er will mir das sagen, was er gelesen hat. Und er sagt, du bist von kleinen Stoßchen. So er hat das gelebt. Er sagt, wir schwor verandert wirklich gelebt. Und er sagt, aber du von Stoßchen, so er hat das gelebt. Ich sage, weil er für den ersten Stau, weil er dort leben deed, und wiederlesen deed in das Leben, dann wird sein Glauben geraten werden und dann sein Glauben kämpfen, das wird Gottes lesen. Ich sage, bleib im Lesen. Gott wird hier oben worden. Und ich glaube wirklich, die Schrift sagt, dass bitte Gott ans Tragen, der kann keiner nach ihm kommen. Und ich glaube, Gott hat ihn rauben. Es ist lang für den Gebet, er fährt für den Gebet für diese Person. Und ich glaube, er ist meist bedeutet, er hat annehmen wird. Ich glaube, noch Hafer und nicht angenommen ganz. Aber, was ich sage, ich glaube, für Jesus ist das nicht, wenn wir mitteilen tun. Zu der rechten Zeit wollen wir zum Glauben kommen. Und viele Menschen sind vielleicht, das kenne ich, Agrippa, wo wir von lesen können, in der Schrift. Als Paulus in gefangen wird, muss er für Agrippa kommen und für die Fürste. Und vertalt Paulus das today. Und er kann auch mehr mit dem Glauben. Dann sagt Agrippa, in Apostelgeschichte 26, Vers 8, finde ich, dann sagt Agrippa zu Paulus, du fehlt nicht viel, dann hast du mich bereit, ein Christ zu werden. Also ganz klar, ich habe den Christ gemerkt. Fehlt auch nicht viel. Und er wird meistens Christ geworden. Sondern wird meist klar glauben, das ist meist klar Christen geworden. Aber weißt du was, Bruder und Schwestern? Meistens Christ sein, als noch ganz verloren zu sein. Bitte, wir sind ganz Christen, wirklich Christen. Wenn wir dort noch nicht sind, dann sind wir noch verloren. Und so ging das, kenne ich dort, Agrippa. Er sagt, meist hast du mich bereit, um Christ zu werden. Fehlt noch ein bisschen mehr. Aber hier in Samaria, da kommen die Menschen zum Glauben und sie leiten sich taufen. Und die werden gerat. Dann sagt er sogar, dass Simon, der diese Menschen mit Hitau beheizt hat, der kommt zum Glauben. Vers 13 sagt, dann kam auch Simon zum Glauben. Und er leitet sich taufen. Und er hält sich bei Philippus ab und wundert sich über die großen Tekens und Wunder, die er sagt. Also er sagt, dass Philippus, du wie eine Kraft, was durch Abend kam, da hat er auch ein Verlangen noch. Und er ging dann alle heran und passt ab nicht hin. Bleib bei ihm, dich bei. Er bleibt dich bei Philippus. Und wie Petrus und Johannes nach Jerusalem waren, aber sie hielten das da, dass der Samariter hat das Evangelium gehört und sie haben das angenommen und sie waren besorgt darüber. Sie waren besorgt über die Menschen da. Für das Evangelium, was sie da gebracht haben, wo die stunden. Das sagt dann, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Gott sein Wort in Samaria angenommen haben, schickten sie Petrus und Johannes dahin. Und sie haben sich lassen taufen, aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist gekriegt. Also das schafft, wenn Menschen sich taufen, das passiert, wenn Menschen sich lassen taufen, sie sind bei dir gekommen, sie lassen sich taufen, aber sie noch nicht den Heiligen Geist gekriegt haben. Und was sagt Petrus und Johannes dann? Dann wird ihr noch einmal taufen. Wenn ihr den Heiligen Geist noch nicht gekriegt habt, dann wird ihr noch einmal durch uns. No, der sieht Geist dort. Das sagt in Vers 17, dann lehren sie an, der hängen ab und sie kriegen den Heiligen Geist. Mit der hängen ableihen. Mit hier wie der Heilige Geist noch habt keine von dir gefallen. Aber Petrus und Johannes, die werden berührt am Tag, dass sie den Heiligen Geist auch wollen kriegen. Und kommen da hin und lehren an den hängen ab, dass sie den Heiligen Geist kriegen. Und Simon, der wird alle wegen machen, der sagt alle, was hier passieren wird. Er wird miternten. Sag, als Simon nu sagt, dass an den Heiligen Geist gegeben wird,
wann die Apostel an der Hängerbleien deiden, baut hij aan Geld aan. En zei, geef mij ook deze kracht, dat wanneer ik wem de Heilige de Hängerblei, dat hij dan ook wordt de kracht van, dat zij worden Heilige in Jezus krijgen, best met de Hängerblei, want hij dat wordt doen. En hij dacht van, hij kan zich deze kracht scheiden met geld, vermehrlich als dat een rijke man was, dat einer weet niet. Aber hij sagt bloß, hij wil zich dat scheiden. Kann hij zich dat scheiden, de kracht. En hij wordt nog niet ganz abbrechen glauben hier. Petrus übersieht, musst du mit deinem Geld taub verdammt worden. Willst du dachtest, dass Gott seine Gabe können mit Geld gekauft werden? Sagt er, du hast in dieser Sache kein Port nach Anteil, willst dein Hort steht nicht reich mit Gott. Also er ist noch nicht ganz ewig switch was. Er hat noch den Verlangen, was er ihr schaut. Petrus sagt, er soll amtieren von seinen Gedanken, von den rechten Gedanken, die er noch hat. Er sagt, kann es sein, du bist noch gebunden. Du bist noch nicht ganz frei von deinem alten Leben. Er sagt in Vers 23, ich will es euch sagen, dass du voll Betternis bist und dass dein Hort und der Sinn gebunden ist. Du denkst, es ist so wichtig, dass wir uns, wenn wir mit dem Punkt kommen, wir wollen uns Hand geben zu Christus, dass wir uns ganz Hand geben tun. Nicht noch ein Wort von den Dingen, wo wir so gebunden sind an. Oftmals sind es Gesetzen und Menschenregelungen und so weiter, wo die Menschen so gebunden sind an ja. Und das ist schwer, da loszukommen. Das braucht, das kommt durch Gott seine Kraft, dass wir loswerden von dort. Ist deshalb wir noch in was eng gebunden. Das sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, deswegen, wenn wir in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher war, ist nicht mehr. Er ist nu was nicht geworden. Das kann ich hier, wenn du in Christus bist, dann ist dort nicht mehr, wo er vorher war. Dann ist er eine neue Person geworden. Dann haben Menschen nicht mehr den Verlangen, was einer erst gehört hat. Simon hat nach den Verlangen, was er erst gehört hat. Und ich wundere einmal, was er den Verlangen nach hat, was er erst gehört hat. Erst hat er die Menschen alle auf seine Seite. Dann kommen die alle nach Arm. Wenn der rot fehlt, dann kommen sie nach Arm. Simon, mir fehlt das, oder mir fehlt dort. Dann hat er mit seiner Kraft, mit den Feind seiner Kraft bedient. Und er hat all so lange getan. Nie auf einmal, nie kommen sie gleich mal nach Arm. Nie gingen sie nicht Philippus. Als er hier vielleicht aufgänzig geworden. So ich dachte, wenn sie die Kraft schreiben, dann kann er auch weiter nach da gehen, dann können die in den Arm, würden sie vielleicht weiter nach Arm kommen. Ich weiß nicht, das schrift nicht so dort, aber einer wundert. Als nu gingen sie alle Philippus heran und horchten nach Arm und nach der Lehre, was er zu bringen hat. Menschen, die kamen zum Glauben und leiten sich dort. Und wenn er hier an denken, dass was Philippus hier alles hat getan, durch Gott seine Kraft, das wird wirklich eine Freiheit sein, so eine Kraft zu sein und wo die Menschen zum Glauben kommen. So wenn er denkt, dass hier wird Philippus wird hier jetzt ganz in der Mad der Erwartungen, wo die Menschen zum Glauben kommen, viele Menschen kommen zum Glauben, dann auf einmal wird durch. Nu wird hier durch. Und das 28. Vers sagt, nu seht dem Herrn sein Engel zu Philippus, go sieden nur den Weg, der durch die Wildnis von Jerusalem nach Gaza geht. Also Samaria wird Norden von Jerusalem und das wird Süden von Jerusalem. Nu soll ganz just den anderen Weg gehen. Und er wundert, was Philippus gedacht hat hier. Hier wird eine große Erwartung, was hier wir, dass er hier nu soll abhören, die soll hier Fuß gehen. Die Menschen kommen nach dem Glauben. Hier werden viele Menschen, was an Arm fehlen, denn hat könnte so gedacht sein. Aber er geht gleich. Er flucht nicht. Er flucht gerade gleich. Na, warum was du mir hier weichschicken? Was soll ich dort? In einem Wort gleich gesagt, was er dort soll, bloß er soll dort zu Hand gehen. Und was tut er? In Vers 27 sagt, und er stand ab und ging. Er stand ab und ging. Er wird gehorsam.
Aber hier können wir noch nicht lesen, dass er geschickt wird worden von den Heiligen Geist oder von Gott, dass er soll nach Samaria gehen. Vielleicht hat der Heilige Geist am gelehrt dahin, das geht möglich. Aber hier schreibt, dass Gott hat einen Engel geschickt, nur dass er soll den schicken, dass er soll dort zu gehen, nach Gaza. Und er stund ab und ging. Und sagt, und ab den Berg traf er einen Hochbeamter Äthiopien. Das Monat wird nach Jerusalem gefahren, da anzubeten. Das wird ein Hochbeamter, er wird ein Treasure für eine Königin, wie Äthiopien. So, das wird ein sehr hochbeamter Mann. Und er hat sich am Weg gegeben nach Jerusalem, um da anzubeten. Und das ist eine Sache da. Das ist vielleicht mal so, wenn er denkt, dass viele Menschen, die fahren nach der Kirche und sind gar nicht wirklich Christen. Aber sie fahren nach der Kirche und deshalb fuhren in Jerusalem da anzubeten. Und hier nur, als er hier noch nicht ein Christ war. Aber er hat ein Verlangen, er hat einen Hunger für das Wort. Weil als er in Jerusalem war, hat er sich eine Bibel gekauft. Er will hören, von was die Bibel zu sein hat. Und heute dann haben sie bis heran, dann wir noch nicht in Bibel in Beker. Er hat eine Bibel gekauft und will sehen, was der geschrieben da war. Was das Heilige Wort geschrieben da. Und der las er von dem Prophet Jesaja. In Vers 29 sagt es, der Jesus sagte zu Philippus, go und hol dich dicht bei den Bergen ab. Hier wird es ein Berg, hier wird mit dem Berg, wo er abfahren geht. Und der Jesus, der schickt ihm hier wieder. Hier wird das zweite Mal, wo er geschickt wird worden. Ihr schlägt wieder bis mit hier hingehen, was er hier wird begegnen, das wird euch geschrieben. Aber er ging, und nu wird er hier, und nu sagt der Jesus zu Philippus, go und hol dich dicht bei den Bergen ab. Was er dann? Ging er dann? Er dachte so, das ist Hochbeamter, was wird das sein, wenn ich dich bei Anwalt komme? Einmal wird es anzeigen, wenn hochbeamte Menschen irgendwo sitzen, das Evangelium mitteilen oder was immer, und er hält sich übertreffen, da willst, dann sind sie hoch angesehen wie alle Menschen. Hat Philippus vielleicht auch gleich gesagt haben, weil er soll sich gut abholen, sagt der erste Abend, dich bei denen. Und dann sagt er, dann ran Philippus. Er gleich das Part hier, wo er sagt, dann ran Philippus. Er ging euch. Der erste soll gehen, und er rannt. Dann ran Philippus nur den Berg und hier dort der Mann den Prophet Jesaja los. Und Philippus frug ihn, verstehst du, was du lesen das? Und er sagt, wo kann ich, wenn mir das keiner ausleicht? Und er lädt Philippus an, abzustehen und sich bei ihm durchzusagen. Also hier gibt es ihm die Gelegenheit, er kam am Berg ab und sagt mir hier bei mir durch. Also hier hat er den Öffner der, tam dessen das Utleihen, Evangelium. Das sage ich in Römer 10, Vers 40, über wo sollen sie denn anrufen, an denen sie nicht geglaubt haben? Oder wo sollen sie an den glauben, von denen sie nicht gehört haben? Und wo sollen sie hören, wenn da kein Prediger ist? Also da braucht wem, wo das Wort utleihen wird, und das predigen wird zu Menschen. Wo sollen das zum Glauben kommen? Und das verstehen können. Und hier hat Philippus eine Öffne der gekriegt, den das utleihen. Sag ich in Vers 35, dann fängt Philippus Krieg mit der Schrift an und predigt am das Evangelium von Jesus. Hier hat er den Heilsplan utleihen. Dann sagt er, als sie wieder reisen, kamen sie mit einem Wutter und der Mann sagt, kijk, hier ist Wutter, warum soll ich mich nicht leiten lassen? So, er wird rein. Er wird komm, heute lebt, ja, er wird rein. Warum soll ich mich da nicht leiten lassen? Aber Philippus, der wird noch nicht ganz rein. Er will erst sagen, dass die Person wird wo er soll kommen. Philippus sagt, wenn du von ganzen Herzen geleist, kann ich das tun. So, er will ganz von Herzen gelegen. Er heiratet wieder am zu deuten. Und er sagt, ich glaube,
dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Er will Philippus am nicht deuten, aber er hat ihr Wort mit seinem Mühl bekannt. Sag in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekannst und glaubst, dass Gott vom Tod abgeweiht hat, wirst du seilig. Also das braucht Glauben, wirklich Glauben, das passieren kann. Dann sagt dann Befehl, der Fuhrmann den Fuhrmann stellt zu holen in Philippus. In dem Mann stehen Bad rauf im Wuten an und er deibt am. Auf eine schöne Zeit hat das hier nicht gegeben. Dann sagt als sei aus dem Wutter rausgekommen, trug den Herrn sein Geist Philippus weg. Hier verschwang er. Jetzt kämen sie hier beide im Wutter rausgegangen und hast dich, wie Philipp weg. Geist nahm da weg. Das sei interessant, das passiert hier. Dann sagt in dem Mann sah er nicht mehr. Wo er vor seinen Weg Frau wieder. Nu hat diese Freiheit auch, was der Samariter gekriegt hat. Wo er das eine Freiheit gab. Er hat diese Freiheit nicht auch erfahren. Er fuhr Frau wieder. Und Philippus wie verschwungen von da. Und das wieder Arbeit, was er hat für ihn. Eine Person zu raten. Er wollte eine Person raten und er empfiehlt ihm, dass er nicht sein, den Heilsplan ausleihen. Großer Unterschied von hier, wo er schwer. Und wenn Philippus nicht wieder hingegangen, wenn er nicht wie gehorsam war, wer weiß, dass das Mann mit seinem selig geworden ist. Er würde die Gelegenheit genommen haben. Aber hier nahm er das an, was er hier in Deut von, was Philippus haben die Utlein deuten, und er wird geraten und lässt sich deuten. Und ich glaube, das ist erst einmal uns, wenn wir nicht gehorsam sind, was Gott will haben von uns, dann kann er das nicht tun, was er will. Dann fängt Philippus sich auf eine andere Stadt, wo der Heilige Geist anbracht, der Namen sich anstaut. Und sagt er, und wandert am Herr und predigt das Evangelium in alle Städte. Bis er nu Caesarea kam. Also er hier gehört mit Predigen, wo immer er wird, wo immer der Heilige Geist am Hand bracht, da wird er busy, das Wort verkennen. Und dann wird wir. Und wenn er wieder lesen, dass er das studieren, dass er bei Caesarea kam, da glaube ich, befriedigt er sich nach der eine Familie, das schrift, dass er hat sogar vorher da, was er hat. Also er möchte sich dort lebe ich tüß und da bleibt er dann für eine Zeit lang. Und wenn er horchen dat in sich fragen, was kann er hiervon lernen? Was kann er lernen von dieser Geschichte von Philippus? Ich glaube, wir können lernen, dass wir auch sollen gehorsam sein, dass Philippus wir. Bloß sein Ja und dann sogar ran nur der Arbeit, was Gott für uns hat. Weil uns sein und dann gehen, nicht Zeit für sie. Und nicht lernen, nur was will Gott haben, was ich da soll tun. Oftmals fragen wir uns vielleicht, was würde ich da sollen tun? Wie will das ganze Bild erst sein, ehe wir uns die Entscheidung merken tun? Und oftmals sage ich Gott bloß go. Go und sie gehorsam und da, was ich will haben. So hat Gott Abraham auch gesagt. Er soll sich abmerken und gehen und dabei gehen von seinem Land, von seinem Tüß, von Erdarb, wo er abgewaschen wird, und gehen. Und er sagt ihm auch gleich, was er soll tun und wo er soll hingehen. Er soll bloß Glauben haben und das annehmen und gehen. Und das ist, was er tut. Und ich glaube, das ist, was er von uns will. Das ist, was er will haben. Wir sollen lernen von dieser Geschichte und von vielen anderen Testimonies, wo wir hier tun, wo die gehorsam gewesen sind und haben Gott nur gefolgt. Dass wir auch sagen, Jesus seine Fußstapfen nur gehen und tun, was er will haben. Und von dort sollen wir lernen. Und was immer uns als Ferien geschrieben worden, sollen wir lernen von dort. Nicht bloß lesen, was jetzt einzig scheint, da bloß immer lesen an der Tag lohnen. Aber da sage ich, wir sollen davon lernen. Was uns vorher geschrieben ist, da sollen wir von lernen. Nicht dass bloß Tag lohnen an der Pfanne gehen und verjäten davon. Lernen davon. So wie wir uns zu lernen,
te leren wat ons geschreven is. Zoals ik al zei, du hast veel Material in der Welt, was du vielleicht gut ist zum Lesen, aber nicht wirklich so gut von zu lernen aus der Heilige Schrift. Und die ganze Schrift ist gut von zu lernen. Vater, unser Herr, noch näher zum Gebet. Großer himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir, Herr, für dein Wort, das wir haben, dass wir das so öffentlich können lesen und studieren, Herr. Und ich danke dir auch, was du da hast geschrieben, für all die Geschichten und Testimonies, wo wir von lesen, von so viel von deinen, was die treu neu gefolgt haben und was die gedient haben und was du da gesehen hast. Ob es wurde durch viele Tiden, schwere Tiden gegangen sind, aber du hast doch gelehrt, bei der ein. Gott, und ich bete, dass wir auch möchten gehorsam sein, wenn wir was lesen in der Schrift, dass wir das annehmen, nicht bloß das Lesen und dann davon vergeten und wiedergehen und ans Leben so leben, als wir das hier haben, aber dass wir dort würden Unterschied merken in ans Leben und dass Menschen das kann sein, dass das was für uns getan haben, dass wir können auch ein Zeugnis sein für alle Menschen, mit denen wir taub kommen und dass die kann davon lernen, Herr, und dass wir ihnen kann wiesen und auch das ausleihen, was die Heilige Schrift zu uns getan haben, was die auch bei uns als zu tun für uns, sondern was das auch nicht angenommen haben. Möchtest du uns den Heiligen Geist geben, zu aller Zeit und uns die Gelegenheiten geben, wo immer wir sind, Herr. Und ich bete mit in die Namen, mit Danksagung. Amen.